Norm zusammen. Folgt mir nun auf meiner Exekution durch meinen Haftalltag, beginnend mit dem alten Klingelpütz-Grundsatz: 2 alt, 1 Hellau, ab in der Bau. Also, Fastelovensfamilie, ihr fragt euch sicher, wie geht dann so in so einem Klingelpütz? Da hast du ja da ein Zellentür neben der anderen. Und da jeder daraus auf der Freistundenhof. Jetzt kommt mal alle Male in Gedanken mit mir auf der Freistundenhof. Da hast du ja alle Nationen und alle Delikte. So habe ich gestern mit 15 bis 20 Düsseldorfer zusammengeholt. Ich habe die auf dem Freistundenhof versammelt. Ich habe zu denen gesagt: Liebe Diebe, hochverehrtes Gesocks, wir machen jetzt ein mathematisches Quiz. Ich bin der Quizmaster. Einer von euch ist der Kandidat und der Rest von euch ist Publikum. Oh ja, Herr Beamter, das machen wir. Sage, wir fangen an mit Multiplizieren. Ich sag, was ist 3 mal 7? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum: Gib ihm noch eine Chance, gib ihm noch eine Chance, gib ihm noch eine Chance. Der Witz macht mich fertig, wisst ihr das? Ich sag, mach mal wieder mit Dividieren. Was ist 60 geteilt durch 10? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Jetzt gut. Das Düsseldorfer Publikum: Gib ihm noch eine Chance, gib ihm eine Chance. Machen wir addieren. Was ist 5 plus 6? Der Düsseldorfer Kandidat 11. Das Düsseldorfer Publikum: Gib ihm noch eine Chance, gib ihm. Toter hingen nicht so laut lachen, hier vorne sind sie noch am Rechnen. Uns sprach es Heimat. Ich könnt hühle und krieche. Aber ehrlich gesagt, das schönste Kölsch wird doch immer noch in der aale Wirtschaft gesprochen, ihr Liebe. Und vor allen Dingen in Minger Stammkneip, der löstige Scharfrichter. Also direkt für an, da steht der Wanzekopf. Letztes Jahr hätte in der Wirtschaft ein junges Mädchen angeschwart. Sagte, wie heißt du denn? Sagte, Brit. Wie? Ja, wie der Kleber, nur mit B. Buhu. Ja, jo, der ist Stress, den lass ich demnächst fort. Nee, ihr Lieben, neben dem Wanzekopf steht direkt Cinderella Müllermeister. Also die ist schon jetzt älter, wie soll ich euch das jetzt verklären? Also meine Frau sagt, die hätte Tote Meer schon krank gekannt. Weißt? Und meine liebste Freund, das ist der Betes, die Blas. Also der Silberrücken, sagen wir. Jetzt lurt mich nicht so an, ich bin auch nicht gerade der Schmelzte. Böse Münder behaupten, wenn ich rückwärts gehe, das piepe. Nee, ihr Lieben, aber wir waren ja von dem Betes dran. Der ist ja ein bisschen, wie soll ich euch das jetzt verklären? Ja, lass mir sagen, so letzte Nacht ist er aus dem Bett gefallen. An beide Siege zugleich. Ja, wenn der sich im Bett rumdreht, liegt er in der Küche. Und der Betes hat mir verklärt, dass der von der Kölsche Brauerei-Innung, ich glaube, die heißt Suffe und Speie, von der ist der hoch ausgezeichnet worden. Der hat von denen gekriegt, der Riefkocherorde am fettigen Rand. Also wenn das stimmt, kriegt der von mir das Heumarer Dreieck am Bande. Ihr Lieben, wo wir gerade dabei sind, meine Lebensgefährtin, Flora hat der geilste Arsch der Welt. Mich. Ihr Lieben, also
Ich war mit der letzte Woche zusammen im Kinema, hättet sich ein neues Kleid gekauft. Wie soll ich euch jetzt das Kleid verklären? Ja, sagen wir so, es ist eine textil gewordene Nahtoderfahrung. Seht ihr für mich knubbelig? Was steht da zu dem Kleid das best passe? Ich sage einen Stromausfall. Aber Lebfastelovensfamilie, ich merke ja schon, wir sind uns schon ein bisschen jetzt näher gekommen. Da kann ich ja auch jetzt über mich erzählen. Also mit der Flora und mir klappt es nicht mehr so gut. Nee, für die letzten Herrentour habe ich mir überlegt, du gehst in ein Drogeriegeschäft und kaufst ein Päckchen Kondömchen. Ja! Und dann stehst du mit dem Päckchen an der Kasse und das Mädchen an der Kasse fragt dich, möchten Sie denn auch Treuepunkte? Ich bin dann von dem Kaufvertrag zurückgetreten. Lebfastelovensfamilie, Glück, mit denen man Päder stellen kann, sind oft nicht treu wie old, egal auf Frau, auf Mann. Allah, rufen ich euch zu und trecke mich Mütz, blieben eure knubbelig vom Klingelputz. Allah.